Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier in Kilues Heim, um für den Abolet hier was zu erledigen. Der will ja ihr Gehirn haben. Tja, mit dem Abolet ist nicht so Spaß, aber wenn man seine Aufgabe nicht erledigt, dann lässt er ihm eiskalt aufliegen und dann steht man mit Overweltgesicht im Unterreich in einer Draustadt. Das ist nicht so besonders toll. Deswegen sollte man auf jeden Fall machen, was der sagt. Oder beziehungsweise was der befiehlt. Und wir sollten nochmal Abdel Adrian Feuer heilen. So, noch einmal. Sehr schön, jetzt gehen wir hier rein. Und schauen mal, was uns in Kilues Heim hier erwartet. Ein Drow-Diener. Eine Kilue und ein Drow-Diener. Das sind männliche Magier. Herzlichen Glückwunsch. Deswegen, du gehst dort hier. Eindringlinge-Haus im Haus der Lady, tötet sie. Ja. Ein rivalisierendes Haus oder Meuchelmörder? Egal. Na egal. Für mich auch. Sterbt alle! Edwin, natürlich ist der gerade verhindert. Klasse. Also ab auf der Drow-Diener. Weil die Drow-Diener sind die Magier, mit denen wir es etwas härter hängen. Stopp. Stopp. Die machen ja gerade Sonnefeuer ohne Ende. Das ist nicht so besonders gut. Symbol der Furcht machen sie hier noch. Und oh, Anomen hat's niedergemäht. Der hat wohl einen Schrei der Todesfee oder ähnliches abkriegt. Das ist nicht so besonders gut. Vikonia belebt auch mal wieder unseren furchtlosen Anomen. Der wird natürlich super beherrscht. Der hat Bezauberung abkriegt. Beherrschung hat er wohl abkriegt. Der wird hier. Nee. Weißt du was? Das ist Kacke. Das ist richtig kacke, deswegen gehen wir nochmal in der Autosave. Das geht ganz einfach, indem wir Furchtbann auf uns alle machen. So. Das ist ein kleiner Zauber, der uns hier wirklich immens der Arsch retten kann. Insofern, komm, das passt schon. Deswegen, ihr geht auf den hier. Und Korgan, hoffentlich werde ich wenigstens gut Vikonia, ihr geht dort her und tötet den hier. Und ihr drei Gestalter macht den hier fertig. Sterbt alle! Heieiei. Gut, das war das. Der hat sich anscheinend hier einen Schutz vor magische Waffe eingerichtet. Was ist nun los? Warte mal, halte mal den Gaul an. Magie Bann mehr. Kein Magie Bann anscheinend. Nee, das sieht nicht gut aus. Schade. Als weiter, weil solange die nur Symbol der Furcht wirken, ist alles in Ordnung. Und die machen hier schön Sonnenfeuer auf sich gegenseitig. Das können sie ruhig machen. Erstmal auf der Drow-Diener. Wobei Korgan weiter auf den. Die hätten sich anscheinend selber gegenseitig hier ordentlich schon verletzt. Okay. Schwer verletzt. Das ist schon mal sehr gut. Einer ist wieder wendiger, zwei wendiger. Drow-Diener, deren Hämmer noch. Kilue beamt sich hier immer ein bisschen weiter weg. Die geht immer weiter aus ihrem Geschehen hier raus. Und lässt sich von ihren Diener umhüllen. Und jetzt haben wir sie persönlich. Und haben sie auch niedergemacht. Sie ist weniger wert als ihr Diener. Ihr Diener bringen 10.000 bis, glaube ich, sogar 11.000 und sie nur 4.000 Erfahrung. Also sie ist so weitaus schwächer tatsächlich als ihr eigene Diener. Was auch mal wieder bei der Drow einfach aufzeigt, wer hoch steht, muss noch lang nicht extrem mächtig sein. Die hat wahrscheinlich jetzt einfach nur als Zofe Lolths, nehme ich mal an,
Also ich nehme einfach mal an, dass die als Priesterin eine Zofe Lolths ist oder dass sie sogar tatsächlich eine Mutter Oberin ist. Aber auf jeden Fall nicht so mächtig wie ihr magische Diener. Drow Adamantit Kettenhemd plus 5. Das ist schon nicht verkehrt. RK 0. Ja, es ist schon ziemlich heftig, wenn man sich so anguckt. Geschenk der Nacht. Feuerelementar beschwören. Kiluis Gehirn. Das Gehirn der Drow-Priesterin Kilui. Knochenklinge plus 4. Dolch plus 4. Dieser auf den ersten Blick primitive Dolch, der aus einem stählernen Heft und einer Knochenklinge besteht, stellt eine ungeheuer mächtige Waffe dar. Die Waffe wurde vor mehreren Jahrhunderten von einem unglückseligen Duergar-Schmied gefertigt. Sie besteht aus dem Zahn eines schwarzen Drachen, wurde mit dem Blut des Schmieds geweiht. Wie der Dolch seinen Weg in eure Hände fand, bleibt ein Rätsel. 1W4 plus 4. Das Ding behalten wir auf jeden Fall mal. Weiß ja als nie, wozu man sowas gebrauchen kann. Ja, und dann sieht man mal wieder die Drow-Magier, die durchaus recht stark sind, aber halt von ihrer Stellung her nichts anderes als Sklave sind, die Männer. Haben hier überhaupt nichts parat. Und sie, die eigentlich ziemlich schwach war, hat schon eine schicke Sache parat. Eben nur wegen dem sozialen Stand. Ja, also viel Gold hat sie jetzt auch nicht, gerade in ihrem Heim. Wahrscheinlich gut angelegt und im Umlauf für Intrige ihr Geld. So, das geht an Edwin. Genauso wie der hier. Dann. Der geht hier rein. Und das Ding behalten wir einfach mal fürs Unterreich. Sagt mir, was zu tun. Weil, wenn das Ding an die Oberfläche kommt, dann sind... Ihr müsst eure Gruppe erst... So, sind all die Adamantit-Sachen leider wertlos, weil sobald die Sonnenlicht ausgesetzt sind, macht's einmal Puff und du hast nur noch Adamantit-Staub in der Tasche. So. Ich warte. Ich hoffe, von einem Haufen Rivin. Muss gerade mal gucken. Wie ich sie alle verachte. Ja, vor allem Haufen Rivin, ne? Wir sind hier in einer Drow-Stadt, also mit Menschen ist hier nicht so besonders viel. Kiluis Gehirn beschaffen, von den Gedankenschindern gefangen. Die Elititenstadt fortzusetzen. Okay, das haben wir eigentlich schon wieder. Beschaffung der Eier des Silberdrachen. Kiluis Gehirn beschaffen. Okay, und dann hier, ich bin in die Stadt zurückgekehrt. Drow-Taverne, okay. Na gut, da bin ich jetzt leider nämlich, da ich ein paar Tage nämlich gespielt habe, nämlich auf dem aktuellsten Stand, wo ich gerade hier muss. Aber das haben wir gleich. Das für ein schwarzhäutiger Sklave. So. Okay, Abolet. Hört mein Wille. Ihr seid zurückgekehrt. Lasst mich euer Gedanke sehen. Lasst mich sehen, was ihr erreicht habt. Die Gedanken sind jetzt in meinem Verstand. Ich sehe sie jetzt wesentlich klarer. Ich sehe den Glaube. Ja, das wird bei äußerst nützlich sein. Ich hoffe, das war's. Ich mag euer Gegenwart nicht mehr länger ertrage, Kreatur. Geht, ihr seid frei und dürft gehen. Euer gewahrtes Geheimnis ist euer Belohnung. Ich werde euch euren kleine, unbedeutende Belange überlassen. Sprechen zu niemand von mir oder euer Identität wird enthüllt wäre. Was ein Drecksloch, oder? Was ein Scheißloch von Unterreich. Hier bescheißt mir einer der andere. Hier fällt mir einer am andere in die Rücke. Echt zum Kotze hier. Bürgerlicher haben wir hier noch. Was ist das für einer? Drow-Krieger. Okay. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ah, da hinten taumelt noch Anomen rum. Okay. Ne, wie gesagt, das ist ein Scheißloch hier. Überall bescheißt der Ende der andere. Uah, ekelhaft. Okay, Korgan, vor mit dir. Nicht Korgan. Abdel Adrian, vor mit dir. Da sind sie ja wieder. Verehrer. Scheint beschäftigt zu sein. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es Das wollen ja nicht genug, dass ich die Wünsche von der teuflischen Hex Genüge tun muss. Soll ich auch weiterhin euer Ermüden die Gegenwart ertragen? Was habt ihr denn für ein Problem mit mir? Mein Problem ist, dass ich nicht einen Arablick länger als nötig mit einem schlaffe, stumpfsinnigen Drow wie euch verbringen mag. Schleppt euch woanders hier. Na gut, ich gehe. Tut es. Belästigt mich nämlich. Moment, du musst jetzt aber trotzdem nochmal nachgucken. 50. Tag, 2. Stunde. Müssen wir gerade mal gucken, was hier das weit fortgeschrittenste ist. 50. Tag 1., 50. Tag 2. Das kennen wir schon alles.
Moment. Scheinbar ist ihre Mutter sehr an mir interessiert. Wir sollen eine weitere Aufgabe durchführen. Okay. Ich weiß schon gar nicht, was ich jetzt zu machen habe, um ehrlich zu sein. Von daher gucke ich mich erstmal hier nochmal ein bisschen um. Ich weiß es echt schon gar nicht mehr, was wir zu machen haben. Naja, egal, komm. Es gibt hier auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Das heißt, ich müsste jetzt vor allem hier nochmal Richtung Tempel der Lolth gehen. Das ist der Tempel der Lolth. Und bis dorthin schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Weil da ist noch einer, der, glaube ich, mit dem Edwin gern sprechen würde. Was ist dann hier nochmal? Genau, Dyrex Turm ist hier. Das wäre nicht schlecht. So, Edwin, das ist ein Drow-Magier, der gern mit einem männlichen Kollege sprechen würde. Deswegen sprich doch mal mit dem Mann. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ah, ich spüre das ja. Dass ihr jetzt eine gewisse Meisterschaft in der Kunst gebracht habt, Mönche. Wirklich merkwürdig, dass ihr nicht zu uns geschickt wurdet, auch wenn ihr aus Chetnasat stammt. Doch nicht? Okay. Nur ein toter Oberweltler ist ein guter Oberweltler. Ich bin Mitglied der Gesellschaft männlicher Kämpfer. Ich strebe nach Vollkommenheit im Kampf zum größeren Ruhm von meinem Haus. Mit Hilfe des Schicksals und der Macht werden wir die Vorherrschaft erlangen. Ihr seid eine Art Magier, nicht wahr, Mönche? Ihr solltet zum Turm kommen und euch ins Arsch schließen, anstatt dem Ruf im Haus des Pana zu folgen. Okay, doch noch nicht. Ich warte. Ein Moment mal, dann gehen wir doch mal dort hier zum Tempel der Lolth. Uah, weil er schon wieder der Eingang so spinnebeinig ist. Das ist schon ziemlich ekelhaft. Tempel der Lolth, genau. Dann... Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet... Hier ist das Erleid. So, da gehen wir jetzt 3. Und ich glaube, da können wir mit der Mutter Oberin quatschen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ist die noch nicht da? Wen haben wir dann hier? Imrae. Okay, geht das? sei gepriesen. Wir haben nichts miteinander zu tun, Männchen. Wenn ihr bis im Tempel wollt, dann geht die Reihe. Und zwar rasch, sonst werde ich euer Herz der Gunst von Lolth opfern. Okay, doch lieber nicht so Henker. Der scheint beschäftigt zu sein. Ja, ich sehe es. Okay, hier haben wir doch noch nichts zu machen. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal zur Taverne zurückgehen. Und vielleicht noch eine Runde Penner. Ich habe gedacht, das wäre schon soweit. Ich hoffe, dass... Aber wir verbringen hier schon wirklich viel Zeit, muss ich sagen. Insofern hoffe ich, dass ich es noch irgendwie hinkriege, Ich kümmere mich drum. dass ich hier noch nicht so viel Zeit verplemper, dass meine Diebe auf jeden Fall noch, wenn wir aus dem Unerreich zurückkommen, dass meine Diebe dann noch wieder von mir delegiert werden können und ich die Zeche für die Muttergilde von der Schattendiebe noch zahlen kann. Also es wäre auf jeden Fall schon ganz cool. Jetzt schauen wir gerade mal, wir haben jetzt 49. Tag und 4. Stunde. Warum stand dann 50. Tag und 2. Stunde im Tagebuch? Naja, merkwürdig. Okay, jetzt schlafen wir erstmal runter. Und zack. Alle nochmal zur Mitte. Ich warte. Ich bin dabei. Ich probiere es nochmal bei ihr. Ihr schon Ah wieder. ja. Habt ihr irgendwas auf dem Herzen, Wäldrin? Was könnt ihr mir über die Mutter Oberin und ihr Haus erzählen? Das Haus des Pana existiert nicht nur in Ustnata, Wäldrin. Über unser Haus hier regiert Mutter Aduleis. Sie steht in höchster Gunst von Lolth. Ich habe viele jüngere Schwestern, die auf meine Position schielen. Die fähigste von ihnen, die etwa ein bisschen jünger, die Anna älter, habe ich Vergiftung bei erspechter Gelegenheit ermordet. Jetzt bin ich die älteste und stärkste von Aduleis Töchter. Und wenn sie schwach genug ist, werde ich sie töten und selbst die Mutter Oberin von unserem Haus wäre. Exzellent, ihr seid sehr stark. Schon bald wird's Glück, das Haus des Pana über alle anderen Häuser hier in Ustnata erhebe und ich bei Mutter Oberin von Lolths Günstlinge sei. Bleibt immer in meiner Nähe. Warum? Was soll dann so bald geschehen? Ihr werdet schon sehen, Wäldrin, vorausgesetzt ihr seid intelligent genug. Ich verstehe, ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja, genießt ruhig die Zeit, die euch zur Verfügung steht. Ihr habt Glück, Wäldrin, dass mein Blick auf euch gefallen ist. Mit euch an meiner Seite werden bestimmte Dinge entschieden einfacher. Wenn ihr gehorsames und intelligentes Männchen seid, sowie ein feuriger Liebhaber, sollte mir das hinter noch stehen, dann könnten auch für euch die Dinge selber einfacher laufen. Zumindest so lang, bis er irgendwann mir uns langweilig findet. Wagt es nicht, So, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Ich würde ganz gern mal eine Runde pennen gehen. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Und ob ich das kann. Achso, die sind verstreut. Na gut, dann müssen erstmal alle herkommen.
Dann können wir auch wirklich Ruhe. Weil ich glaube, das wäre echt nicht so verkehrt. Und... Um es als Mann zu etwas zu bringen, So. muss man sich entweder mit den Büchern der Magie befassen oder in den richtigen So. Betten beliebt sein. Noch einmal. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Und ob, ich will Raster ganz unbedingt. 8 Stunden haben wir gepennt. Und jetzt müsste ich gerade noch mal gucken. Dumm. Die sind fort. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich schon vorne stehen. Dann sollte man die auf jeden Fall mal nicht warten lassen. Bevor irgendjemand auf die Idee kommt, uns irgendwas abzuschneiden oder so. Aber solange ich hier nur einmal im Unterreich Rastei lege, ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich darf nur nicht länger als 5 oder 6 Tage hier sein. So, jetzt gehen wir nochmal Wenn dort es denn hier. sein muss. Eventuell kriegen wir hier wieder unsere Aufgabe gestellt. Ja, da stehen sie wieder. Verehrer und Solaufein. Ja? Dann sprechen wir doch erstmal mit Solaufein. Gute Idee, das mir zu übertragen. Und Ich zack. tue, was ich tun muss. Ich habe wenn mit der ich es Expedition tun muss. nichts zu tun. Sprecht nicht mit mir drüber. Ihr schon wieder. Ihr seid also doch kummer. Gut, eure Pünktlichkeit ist hervorragend, denn ich bin gerade eingetroffen. Seid ihr bereit, um sofort aufzubrechen? Für was genau sind wir bereit, Verehrer? Warum habt ihr uns hierher gebracht? Ist das einer von euren törichten, ehrgeizigen Pläne? Keiner von meinen Plänen ist töricht, Solaufein. Und wir sind hier, um der Stadt sowie der Mutter Oberinnendienst zu erweisen. Ihr war nicht bekannt, dass Mutter Aduleis etwas zum Wohle der Stadt getan hat. Ruhe! Ihr werdet gefälligst gehorchen, Mönche. Ein Augetyrann, ein Betrachter ist in der Stadt und schmuggelt Adamantit. Die Mütter haben entschieden, dass wir ihn töten müssen. Was soll das? Habt ihr etwa wir gesagt? Ja, ich werde euch bei der Aufgabe unterstützen. Der Augentyrann muss mit seinem Spelljammerschiff hier in der Nähe ankommen sein. Solaufein und ich werden die Lage auskundschaften. Alle. Weltrenn, ich traue euch zu, den Weg zum Schiff selber zu finden. Es liegt an einer von der Plattform im Südosten von Ustnata vor Anker. Ihr habt nicht viel Zeit, um es zu finden. Komm, Solaufein, wir können alte Zeiten wieder aufleben lassen. Sagt mir, was zu tun ist. Okay, na dann. Kaum der Rede wert. Gehen wir doch mal. In der Stadt der Drow. Das klingt so ein bisschen noch eine verdrehte Version von In der Weihnachtsbäckerei. Da müssen wir auf jeden Fall hier. Da ist der Glubschibus Tyrannimus. Zu dem müssen wir hier. Und was ist dann hier eigentlich? Bürgerlicher und Wildhund. Okay, warum auch nicht? Ist bestimmt hier was ganz Seltenes, so ein Wildhund. Okay, die kommen auch so allmählich arg schwankt. Dann können wir dort hier gehen. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal speichern. Das ist nochmal ein... stinknormaler Drow-Krieger. Okay. Gut. Dann eine Runde speichern, weil es so schön ist. Wenn alle angekommen sind. So. Ich kann das einfach nicht speichern, während die anderen noch unterwegs sind. Das ist etwas dämlich. Ich brauche jemanden im Ort. Das wäre, ja, gewissermaßen Autismus ist das auch. Okay, Solaufein und Verehrer. Ihr schon wieder. Weltrenn, endlich. Ich habe gesehen, wie die Mannschaft vom Bord gegangen ist. Und ich nehme an, dass der Augetyrann bald Folge wird. Wir müssen bereit sein. Passen auf, dass bei euren Angriffen weder ich noch Verehrer zu Schade kommen. Solche Unfälle geschehen viel zu häufig und man traut euch hier nicht. Allerdings, obwohl ich... Wartet, seid ruhig. Erkundigt, ich fühl's, machen euch bereit. So, dann gehen wir mal in Stellung. Da ist er auch schon. Betrachter. Ultrinan! Und auf die Gosch. Und weg ist er. Wunderbarer Sieg. Die Spinnenkönigin ist uns heute wohlgesonnen. Wir haben dem Augentyrannen direkt ins Zentralauge gespuckt und überlebt. Ja, wobei das ein stinknormaler Betrachter nur war. Allerdings gut gemacht, aber lassen der Rumpf trotzdem in Frieden. Ein paar Akolyte werden sich drum kümmern. 20.000 Erfahrung gab es auch noch. Dort drum kümmern? Wovon sprecht ihr, Verehrer? Warum sollten Akolyten irgendwas mit dem Leichnam von einem Augentyrann tun wollen? Kefrohre Solaufein, wir werden zurückkehren und dem Mütteroberin Bericht erstatten. Weltrin, wir treffen uns in der Taverne in 3 Tagen. Was geht hier vor, Verehrer? Das ist mir zu verdächtigt. Tut wie euch befohlen, Männchen, und lebt. Weltrin, ihr könnt euch frei in der Stadt bewegen, aber denkt an unsere Verabredung. Kommt ja nicht zu spät. Joa, das war doch mal nicht schlecht. Wir haben jetzt sowieso nichts mehr zu tun. Deswegen
würde ich sagen, wir gehen jetzt eh wieder zur Taverne, es sei denn, irgendwelche Leute schwallen uns nochmal. Ich warte ja eh darauf, dass wir hier die Geschäfte hier erledigen können. Aber dazu müssen wir erstmal triggern, dass uns einer von der Drow labert. Und ich weiß ja nicht so recht, ob das noch kommt. Haben wir da eigentlich schon geplündert? Nö. Das Ende Goldstück nehmen wir auf jeden Fall. Ach mit, jedes Goldstück zählt. Dann wackeln wir mal dort hier. Und schauen, was es hier noch Schönes gibt. Ja, ja, wir machen uns natürlich die ganze Zeit nützlich. Wir sind ja so freundlich. Wir sind ja gute Drow. So, und dann geht's dort hier. Dann treffe ich mich nochmal mit der Zwugstalter. So, da stehen sie wieder. Sie hat immer noch die göttliche Macht. Ihr schon wieder. Gut, dass ihr kommt Weltrennen. Bisher war ich gezwungen, Solafeins Gesellschaft zu ertragen und dessen armselige Melancholie raubt mir der letzte Nerv. Ich werde mich kurz fassen und euch auf den Weg schicken. Das könnte euch gefallen, nicht wahr, Solafein? Dann spuckt's aus, wenn's denn sein muss. Sehr gut. Die Mütteroberinnen sind übereinstimmend der Meinung, dass die Tiefengnome, die Swirfnebli in jüngster Zeit nicht mehr genügend Angst vor der Drow an den Tag gelegt haben. Also wird es Zeit, ihnen eine Lektion zu verpassen und Mutter Adulace hat euch als Freiwillige für die Aufgabe auserkoren. Ihr wollt, dass ich Swirfnebli töte? Gnome? So, minderwertige Aufgabe und ich soll meine Zeit drauf verschwenden. Ich habe Besseres zu tun, Frau. Ihr habt also Besseres zu tun, als der König der Dämonengrube zu dienen. Mutter Lolth persönlich. Pah! Als ob sich die Spinnekönigin drum kümmern würde, was wir mit den Tiefengnome anstellen. Schickt doch Weltrennen, wenn euch so dran liegt. Ich versichere euch, er kann das ohne mich. Nee, ihr geht mit Weltrennen und kein Widerworte mehr, Solafan. Sonst ist euer Zung hinüber. Nähert euch im Dorf der Swirfnebli eine große Höhle und warten, bis die nächste Patrouille vorbeikommt. Tötet sie und nehmt einen Beweis für euer Tat mit. Kehrt in ein paar Tage zurück. Wenn's das ist, was die Mutteroberin verfügt, dann habe ich wohl keine Wahl. Ich werde jetzt gehen. Weltrennen schließt schnell auf. Ich erwarte euch dort unverzüglich. Perfekt. Dann Ist schon geschehen. machen wir das doch so. Und zack. Ich weiß auch schon, was ich machen werde. Ich werde auf jeden Fall der bösartigste aller Wege gehen. Ich bin dabei. Hier bei der Drowstadt. Und werde es nicht so machen, wie ich das mit meinem guten Charakter schon gemacht habe. Also ich bin hier auch schon mit meinem Paladin-Charakter, mit meinem Geisterjäger-Charakter durch. Und da habe ich alles Mögliche gemacht, damit es ein gutes Ende nimmt. Sprich, ich habe einen Silberdrache, die Eier wiedergegeben. Ich habe die Pläne der Mutteroberin vereitelt und habe noch eine andere Aufgabe erledigt. Und hier wäre ich auf jeden Fall der Mutteroberin Helfer. Sein muss. Und ich werde noch die böse Tat begehen. Und ich werde die Eier des Silberdrachen zerstören und der Silberdrache selber noch töten. Das ist sowas ganz, ganz Reizendes, was man hier alles durchaus an Möglichkeiten hat, finde ich. Also man kann das wirklich hier sehr freundlich alles regeln. Und hier ein schönes Ende herbeirufe, beziehungsweise recht gutes Ende auch herbeirufe. Oder man kann sich halt wie ein riesen Arschloch benehmen, was ich natürlich beim bösen Charakter bevorzuge. Also ich persönlich finde es immer wieder interessant, wenn man auch mal was anderes zeigt. Gerade in einem Let's Play, ich habe bisher immer nur gesehen, Baldur's Gate Let's Play mit rechtschaffen gute Charaktere. Und es ist sowas Langweiliges, deswegen habe ich mir echt mal gedacht, nee, für mein Let's Play bewusst böse Charaktere, das muss einfach sein. Also ich finde, ich musste einfach die Abwechslung geben. Nicht nur, dass das Let's Play auf pelzig ist, sondern dass es auch wirklich mal eine ganz andere Charakterkonstellation ist. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es tun muss. Das seid ihr ja endlich. Merkt euch das gut. Wir werden hier warten, bis die Patrouille durch ist. Ich schätze, es wird bald in die kommen und dann können wir es hinter uns bringen. Gut, wird einfach wäre. Ihr freut euch tatsächlich darauf. Die Tiefengnome sind schwach. Das ist eine einfache Aufgabe. Es ist fast unter meiner Würde, hier zu sein. Ein Drow sollt je die Gelegenheit genießen, sei Überlegenheit zu beweisen. Ihr seid verweichlicht, wenn ihr etwas anderes vorschlagt. Das beweist doch nur, wie blutrünstig die Mütteroberinnen sind. Simples Gemüt, obwohl ich sicher bin, dass es auch die Spinnekönigin selbst erfreuen wird. Es wird nicht lang dauern. Halten euch bereit und machen nichts Dummes. Das kann man auch ganz einfach lösen. Man kann nach Sache, Solafein, geh heim.
und dann zu der tiefe Gnome komme und dann sage, nee, ich mag nicht kämpfen, ich will nur der Helm als Beweis. Dann muss man hier Blut vergießen. Aber man kann es natürlich auch so richtig ekelhaft lösen, dass er noch Zeuge ist und dann einfach die tiefen Gnome abschlachten. Und das ist genau das, was ich hier mache. Ich höre schon was trappeln. Wir müssten sobald A kommen von hier. Na? Ja? Ich höre schon euer Füßchen trappeln. Wo sind sie? Sagt mir, was zu tun So. Dann als Endpulk ab auf die Swerfende Blinden. 1250 Erfahrungspunkte bringen sie nur. Das ist ziemlich schnell erledigt. Und Solauffein kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Das war wohl der Hauptmann. Ich tue, was ich tun muss, wenn ich es Es ist vollbracht. Ich gehe jetzt in die Stadt zurück. Finden der Helm vom A-Führer Weltrin. Dann kommt in die Taverne, wo ich auf euch warte. Kaum der Rede wert. Ich warte. Ich denke, das hätte auch Solauffein alle gepackt. Das ist nicht das Problem, weil die sind doch ziemlich schwach. Helm des Patrouillenanführers, du Herr Magnon. Das ist der Helm des Anführers der Svirfneblin-Patrouille, den ihr töten solltet. Er wird als Beweis reichen, dass ihr bei eurer Mission erfolgreich wart. Alles klar, dann können wir jetzt wieder zurück nach Ustnata. Und Ich kümmere mich drum. so, dann warten wir hier nochmal. Ne, wie gesagt, also ich fand es persönlich ganz schön. Ich hoffe, euch geht's auch so, dass er halt nicht immer nur dieses immer gleiche, komm, wir spielen eine gute Truppe für Baldur's Gate 2, komm, wir haben einen Paladin als A-Führer, weil der Geisterjäger so schön immun gegen Lebenskraftentzug ist und mit dem Paladin ist es sowieso einfacher, weil er kann ja auch noch dann den Kasumir plus 5 verwenden und dann kann er sowieso mit jedem Schlag Magie Banne wirken, da ist das Spiel echt extrem viel einfacher, wenn man diesen Kasumir plus 5 verwenden kann. Also das muss man echt dazu sagen. Mit dem Paladin ist es schon etwas einfacher. So, da ist nämlich irgendeiner Anomen hier irgendwo wieder in der Prärie stehen geblieben. Ja, wie gesagt, deswegen wollte ich es gerade mal ein bisschen schwieriger gestalten. Wobei der Dieb hier generell sehr schnell sehr viel aufsteigt. Und ja, ach, die Priester steigen relativ fix auf. Bei Vikonia ist es auch bald wieder soweit. Und Edwin bin ich auch sehr gespannt. Weil sobald der auf Level 9 Zauber zugreifen kann in Thron des Baal, dann ist Edwin auch eine Macht, mit der man rechnen muss. So. Jetzt können wir mal wieder zurück. Und Ist schon geschehen. gehen zur Taverne zurück. 49. Tag, 13. Stunde. Also so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht verschwendet, muss ich dazu sagen. Das war ja anscheinend in der Nacht, wo wir gepennt haben, sodass ich zur 12. Stunde oder so wieder fit war. Von daher, so what? Viel Zeitverschwendung war das wirklich nicht. Ich hoffe nur, dass wir innerhalb von dem Tag wirklich noch rauskommen. Sagt mir, was zu tun ist, Aus dem denn sein Unterreich. So, Verehrer. Ihr schon wieder. Ah, ihr seid zurück mit dem Helm der Svirfnebli und nix anderem. Gut, ich bin mir sicher, dass sich die Gnome, wenn wir hier retten, zum Tribut an die Mütteroberin aufraffen werden. Ach ja, ich bin sicher, die Gnome waren gehörig beeindruckt von der Demonstration eurer Bosartigkeit. Ohne Zweifel hatten sie keine Ahnung, dass wir zu so einer Heldentat fähig wären. Was ist es? Verliert ihr euren Durst auf Blut, Solauffein? Die Spinnekönigin wird nicht erfreut sein, das zu hören, nämlich Ich heb mir meinen Zorn für die wahre Feinde der Drow of Lolth. Wer ist das? Wie auch die Mutteroberin meines eigenen Hauses. Es ist jetzt nur an euch, das zu entscheiden, Männchen. Doch warte nicht, reiß euch das Herz aus der Brust. Das ist doch ein Bluff, arrogantes Ding. Handelt so eine riskierte Fete zwischen eurem Haus und meinem. Wie wird Mutter Ardulays das wohl finden, frage ich mich. Ihr täten gut, o trauer Vorlaut, die Zungenzaun zerhalter. Wenn einer von der Zofe zu Ohren käme, wie ihr hier retten, sie würde euch ohne zu zögern die Haut abziehen. Vielleicht habt ihr ja so viel Glück, Miststück. Pah, ich werde keine Sekunde länger mehr zuhören. Weltrin, wir treffen uns in meinem Privatquartier im Turm der Gesellschaft weiblicher Kämpfer. In einer Stunde, Weltrin, komm bloß nicht so spät. Verehrer, ich habe ein paar andere Dinge zu erledigen, oder warum? Warum in eurem Privatgemächer? Nee, ein Drowmann sagt in Ordnung, ich werde durch sei. Gut, ihr Solauffein warten, bis die Mütteroberin eine weitere Aufgabe für euch gefunden haben. Mögt ihr eines grausamen Todes sterben, Wurm.
Perfekt. Wunderschöne Verabschiedung gab es auch noch. Ich warte. Und jetzt gehen wir hier nochmal Gute Idee, das zurück. mir zu übertragen. Also der muss ja schon ziemlich wichtig sein, so Laufein, wenn der als Sohn hier schon so viel wert ist, weil wir haben ja schon gesehen, dass so manche Söhne hier bei Drow-Mütter ziemlich ersetzbar sind. Okay, Viconia ist jetzt Stufe aufgestiegen. 4, 5 und 6 gibt es neue Zauber. 2 Trefferpunkte und eine Sagekunde hat sie noch. Okay, perfekt. Dann machen wir hier nochmal. Schutz vor Lebenskraftentzug packen wir hier nochmal rein. Hier packen wir nochmal eine kritische Wunden heilen. Und eine Stufe 6 können wir noch einen Strahl des Ruhms reinpacken. Ich denke, das ist schon verkehrt so. Okay. Dann gehe ich gerade nochmal zu der Gesellschaft weiblicher Kämpfer und wird sagen, dass ich an der Stelle dann auch gleich meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.